Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde der NASCAR US Series 2025. Wir sind zu Gast auf dem Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia und heute schauen wir auf das zweite Open-Rennen, das hier in Spanien über die Bühne geht. Es ist ein großes Festival, 15 Runden stehen hier am Rennsonntag auf dem Programm in der Open-Meisterschaft. Also wir werden wieder auf diesem 4 Kilometer langen Kurs NASCAR Action pur erleben. 14 Kurven müssen hier gemeistert werden. Und dann sind wir auch schon bereit für das zweite Saisonrennen. Die schnellste Rennrunde am Samstag fuhr der Sieger, der Rennsieger Thomas Krasonis, der zum ersten Mal in seiner Karriere in der Victory Lane stand. Der Grieche wird auch dieses Rennen von P1 aus starten. Jelinsta, der Luxemburger, schafft es am Vortag auf die zweite Position nach einem harten Kampf. Heute startet er aus der dritten Startreihe neben Thomas Dombrowski. Neben Krasonis haben wir den aktuellen Champion Martin Dubek, der ausgefallen war am Vortag. Und dann heißt es, Green Flag is in the air, das Rennen ist eröffnet. Thomas Krasonis neben Martin Dubek im orangenen Auto mit der Startnummer 13 wird er sehr früh langsam und dann gibt es gleich eine Berührung mit seinem Teamkollegen, mit Thomas Dombrowski. Patrick Schober involviert und auch Jelinsta ist da sehr, sehr weit draußen gewesen in der Startnummer 30. Es erwischt auch Claudio Remigio Capelli in der Startnummer 5. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ganz außen in Neongelb mit der 30. Das ist Jelinsta. Kommt da sehr, sehr weit raus, hat aber eine tolle Kontrolle über sein Auto und dreht sich nicht anders als Capelli und Schober. Und Capelli hat sich da festgefahren im Kiesbett. Es gibt gleich die erste Full Course Yellow nach diesem Startcrash. Weiter geht's, der Führende ist jetzt Martin Dubek. Am Vortag noch ausgefallen mit technischen Problemen. Dieses Mal liegt er auf der ersten Position vor einem überraschend starken Bruno Mülders aus den Niederlanden. Das ist ein Rookie, der am Vortag die drittschnellste Rennrunde in den Asphalt gebrannt hat und damit eine tolle Startposition hatte für dieses zweite Rennen. Wir sind on board bei Jelinsta, der kämpft hier gegen Florian Richard. Das ist jetzt natürlich eine Aufholjagd für den Luxemburger, der da bei diesem Startcrash weit zurückgefallen ist. Hier übernimmt er vom Franzosen die 9. Position. Linster also wieder in den Top 10, aber das ist natürlich nicht sein Anspruch. Der will schon noch in die Top 5 kommen, obwohl er hier weit zurückgefallen ist. Hinter sich hat er Richard, Benedetti, Dombrowski und auch Thomas Krasonis. Für die beiden PKK-Sportfahrer in der 24 und in der 13 gilt dasselbe wie für Jelinsta. Die wollen unbedingt hier wieder Positionen gut machen und auch Patrick Schober versucht sich da nach vorne zu kämpfen. Claudio Capelli kommt wieder raus aus der Boxengasse. Der hat einige Runden verloren und spielt hier gar keine Rolle mehr. Und jetzt haben wir hier den teaminternen Kampf bei PKK Sport zwischen Krasonis und Dombrowski. Anders als beim Start knallt es dieses Mal nicht. Krasonis geht an der 24 vorbei, ohne dass es einen Schaden gibt. Der Kampf um die 4. Position. Kenko Miura, der Japaner, in der Startnummer 74 gegen Thomas Toffel von M-Racing. Das ist das Team von Ivan Müller, der jetzt hier im Jahr 2025 in der Euro-NASCAR startet. In Valencia greift Ivan Müller in der Pro-Wertung sogar selbst ins Lenkrad. Später in der Saison soll dann sein Neffe Jan Erlachche übernehmen. Toffel hat die 4. Position übernommen von Kenko Miura. Hier haben wir Schober, Dombrowski, Capelli und dann dahinter noch Dominik Schark in der 99 von Bremotion. Patrick Schober momentan auf der 13. Position unterwegs, auf der 12 Benedetti, auf der 11 Thomas Krasonis und auf der 10 Florian Richard. Das ist das weiß-blaue Auto mit der roten Nummer. Und Patrick Schober verteidigt sich da bisher richtig gut gegen Dombrowski. Jetzt Krasonis gegen Richard und es gibt den Abschuss. Der Grieche nimmt hier mal den Franzosen mächtig aufs Korn. Es gibt sofort eine Gelbphase. Florian Richard raus aus der Verlosung und es gibt eine dicke Strafe gegen Thomas Krasonis. 2 schwierige Situationen für den Griechen, der am Vortag das Rennen noch gewonnen hat. Jetzt wird es wohl nichts mit einem Top-Ergebnis. Restart, die Full Course Yellow ist bereits wieder aufgehoben worden. Wir sind in Runde 7 von 15, also Rennhalbzeit ist erreicht mit Martin Dubek auf der ersten Position vor Bruno Mülders und Melvin de Rood, die beiden Team Blekemolen Autos auf den Positionen 2 und 3 unterwegs. Dann Thomas Toffel vor Kenko Miura.
Dann haben wir Sandro Tavatkilaze von Marco Stipp Motorsport und dahinter schon Jillinstar aus Luxemburg im Red Jones Racing Ford Mustang. Das US-amerikanische Team hat sich mit Hendricks Motorsport zusammengetan, um in der Euro-NASCAR zu starten. Jillinstar versucht es jetzt hier gegen Tavatkilaze. Der Georgier schafft es aber, sich zu verteidigen. Und da verliert jetzt Jillinstar ein wenig an Schwung, weil er da einmal ganz kurz das Sack verloren hat. Jetzt haben wir hier Thomas Toffel auf der 4. Position gegen Melvin de Groot. Der liegt auf der 3 in der Startnummer 69 von Team Bleekemolen. Es gibt einen kleinen Bump-and-Run da von Thomas Toffel, handelsüblich. Aber dabei hat er sich den Reifen kaputt gefahren. Vorne rechts Reifenschaden bei Thomas Toffel, der fällt jetzt zurück wie ein Stein. Bitter, da hat er es ein bisschen zu sehr gewollt gegen Melvin de Groot, hat sich den Reifen kaputt gefahren. Und damit wird hier Thomas Toffel kein Top-Ergebnis holen. Jillinstar ist ebenfalls schon vorbei. Der Kampf um die 3. Position. De Groot, Miura, Tavatkilaze und dann schon Jillinstar. Unter den Fahrern, die hier zurückgefallen sind, hat er die Aufholjagd am besten durchgezogen. Alle anderen sind deutlich weiter hinten angesiedelt, aber Jillinstar ist da wirklich durchgegangen, wie das Messer durch die warme Butter. Und jetzt hat er Sandro Tavatkilaze vor sich. Kenko Miura jetzt gegen Melvin de Groot. Der Kampf um P3. Der Japaner will's wissen. Vor 6 Jahren stand er zuletzt auf einem Euro-NASCAR-Podium. Und jetzt hat er vielleicht eine Chance gegen Melvin de Groot. Beim Niederländer scheinen die Reifen gerade so ein bisschen einzugehen. Die Fahrer bekommen ja vor dem Qualifying einen neuen Satz Reifen und der muss fürs Qualifying und für beide Rennen halten. Und dementsprechend ist eben das Tire-Management, das Reifenmanagement so wichtig in der NASCAR Euro Series. De Groot verteidigt sich mit allen Mitteln gegen Kenko Miura, aber der versucht, sich jetzt durchzuboxen und das scheint er auch zu schaffen. Kenko Miura mit einem beherzten Manöver geht an Melvin de Groot vorbei und der muss aufpassen, dass er jetzt nicht noch weitere Positionen verliert. Sandro Tavatkilaze ist schon da. Der Georgier für Marco Stipp Motorsport zieht ebenfalls an der 69 vorbei, genauso wie Jillinstar. Und Jillinstar greift jetzt hier nach der Position von Tavatkilaze. Was war das bitte für ein Bilderbuchmanöver von Jillinstar? 2 for 1 heißt es also für Jillinstar in der Startnummer 30 von Red Jones Racing. Was war das bitte für ein geiles Manöver von Jillinstar, der hier sowohl de Groot als auch Tavatkilaze hinter sich gelassen hat. Auf Siegkurs ist hier Martin Dubek. Das wäre natürlich so wichtig nach dem Ausfall am Vortag für die Startnummer 7, für den aktuellen Champion. 2 Titel hat er schon geholt. Er will unbedingt den 3. Open-Titel gewinnen und hier gewinnt er Runde 2 in der Open-Meisterschaft vor Bruno Mülders. Auf der 3 haben wir dann Kenko Miura auf der 4. Position nach einer phänomenalen Aufholjagd. Jillinstar vor Melvin de Groot und Sandro Tavatkilaze. Und da haben wir Martin Dubek, der hier auf das Dach seines Hendricks-Autos steigt. Und er lässt sich feiern von 19.000 Zuschauern hier in Valencia. Da haben wir den aktuellen Champion und er sagt, ich habe gewonnen. Na, und jetzt sage ich dann sofort wieder zurück zum Kommentator. Das ist ein kleiner Scherz, weil Martin Dubek seinen Sieg mit nur 3 kleinen Worten vorausgesagt hat. Ja, ich siege. Ich habe mir den Start natürlich noch nicht angeschaut, was da passiert ist, aber für mich war es ein tolles Rennen. Ich bin sehr glücklich darüber, wieder in der Victory Lane zu stehen. Und jetzt wollen wir darauf natürlich aufbauen. Martin Dubek gewinnt also und jetzt haben wir hier Thomas Dombowski und da wollen wir natürlich wissen, was da mit seinem Teamkollegen, mit Thomas Krasonis passiert ist, warum es da zum Startcrash gekommen ist. Es ist natürlich ärgerlich, dass es zwischen 2 Teamkollegen passiert ist. Ich habe von hinten einen Stoß abbekommen und habe dann versucht zu bremsen, das hat nicht mehr richtig funktioniert und dann gab es eben diese Situation, diesen Kontakt. Es ist natürlich bitter, dass ich da meinen Teamkollegen abgeräumt habe. In der Meisterschaft liegt Jillinstar auf der 1. Position. Konstanz zahlt sich aus. Einen Punkt vor Kenko Miura. Auf der 3 Patrick Schober vor de Groot und Tavatkilaze. Die Rennsieger Dubek und Krasonis sind nur auf Platz 7 und Platz 9 zu finden. Sprechen wir noch über die Sonderwertungen. Bruno Mülders gewinnt die Master Trophy vor Tavatkilaze und Andres Bers.
In der Legend Trophy gewinnt Miura vor De Road und Benedetti. Und Ariana Cassoli gewinnt wieder die Lady Trophy vor Happy Nessa. Mein Name ist André Wiegold. Tschüss und bis zum nächsten Mal.